Hey Internet, mein Name ist PJ und ich so nicht los schon ein große Merci, dass da angeschaut hat auf Infect Plays Games. Wie der heiert schwätzende Schlitzebuisch. Das kann von Video zu Video ändern, aber für den Moment ist das mal so. Diese Woche sind zwei große Spieler rausgekommen, das ist Mad Max und Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Es schon mal viel geholt, erst zu denen zwei Spieler ein ordentlich und ausführlich Review zu machen. Wie das aber allen zwei riesengroß Open-World-Spieler sind, geht das natürlich nicht von Haut auf Mur. Und dafür habe ich mich dezidiert, ich haut mal einen ersten Eindruck von Mad Max an ein Video zu dretschen. Und nächste Woche dann einen weiteren Teil zu posten, an dem ich das Spiel dann auch mit einem Score bewerten. Am Metal Gear Solid 5 kriegt den ersten Bericht Sonntag an unserer Sendung direkt Start und dann noch nächste Woche oder spätestens Anfang die Woche drauf dann auch mir ein ausführliches Video respektive ein Review. Kurz will ich dann auch annehmen, dass an den Videoen mit Sicherheit Spoilerwerte sind, auch wenn ich natürlich probieren, keine große Story-Szenen zu verraten, aber wenn doch, da werde ich das irgendwie für drin angehen. Voilà, und damit kommen wir da schon bei Mad Max. Vorab direkt, ich bin ein absoluter Mad Max-Fan. Als Kant schon habe ich Film mit Mel Gibson immens gern geguckt, mehr dass den neuen, The Mad Max Fury Road, dem ich wirklich zu einem Fan gemacht wird. Der Film ist zu einem von meinen All-Time-Favorites gehen, und seitdem konnte ich es nicht genug kriegen vom George Miller seinem Meisterwerk. Umso mehr gefreut habe ich mich, wie ich die erste hören habe, es ging Mad Max Spiele rauskommen. Oh, what a day! What a lovely day! Ein bisschen Zweifel hatte ich aber da schon, als Gamer kennt ihr ja der Volksquote von so Spielern, die zu Filmen gehören. Aber an diesem Fall kann ich euch beruhigen, als das mal ein Kerl ernst. Für uns zu fangen, das Spiel hat nicht wirklich etwas mit der Story vom Film zu tun. Wenn der Film gesehen hat, findet sich aber trotzdem direkt zurecht, weil all die Elemente, die zu einem guten Mad Max Film gehören, sind dran. Und es sind aber auch Momente, wo ihr unwillkürlich an The Fury Road denkt. Wie dass dieses Video ein bisschen mehr kurz soll bleiben, gehe ich nicht weiter darüber an. Mir soll gewusst sein, dass in die alten Filme, wie auch die neuen, nicht muss gesehen haben, für eins zu gehen am Spiel. Aber wenn ich geliebt, los dich sie trotzdem nicht entgehen. War denkt natürlich direkt als echt an da fällt als die wunderbare Grafik, die das Spiel abzuweisen hat. Den Developer Avalanche Studios ist ja hauptsächlich bekannt für Just Cause 2, was für die Zeit ja auch schon eine sensationelle Grafik hat und nebenbei auch nach einem fantastischen Spiel war. Sie haben ihr Engine nach weiter abgemutzt und das Resultat lässt sich wirklich weisen. Oft schon haben Spieler sich an der postapokalyptischen Wüstenlandschaft aufgespielt, aber selten waren sie so schön. Zumals, wenn ihr bedenkt, dass alles, was ihr heute seid, zu der offenen Spielwelt gehört. Das heißt, kann ihn da hingehen, dass nicht just ein schöner Hintergrund an die Skybox. Nicht nur gesagt technisch und künstlerisch wunderschön aus, aber für allem PC-Enthusiasten wie mich dürftet freien zu hören, dass die Optimisation von einer Qualität ist, die in heutzutage rar gesät. Quäsch durch die Gart gibt positive Resultate gemeldet, mit stärker wie auch mit mehr schwacher Hardware. Der Grafikmenü lässt nichts zu wünschen übrig, so dass ihn sich Darstellungen wirklich kann aus seinen Maschinen anpassen. Ich kann auch schüss bestätigen, obwohl ihn das vielleicht nicht ganz gesagt am Video, dass ich bei den Erstellungen nur Maximum trotzdem ein konstant flüssiges Spielerlebnis habe, was bislang nie unter 60 FPS gesungen ist. Und auch sonst bugtechnisch, als mir an meinen ungefähr 9 Stunden, die ich schon an der Wüste verbrücht habe, nichts Störendes aufgefallen. Ganz wenig Pobbins, wann überhaupt, durchgehend exzellent Texturen, ein enorm View Distance, alles lebt rund. Bis auf die Einkeier. Okay. Ein paar wieder danach zum Gameplay selber. Das Ganze als ein Third-Person-Action-Spiel. Die zwei Hauptbereiche vom Gameplay sind Autoren und Close Quarters Combat. Es gibt ein Aberzahl Autoren, die durch die Wastelands donnern, und es kann ihn die all aus sich reißen und aus seine Garage bringen. Aus einer Garage kann ihr sein Auto dann umfangreich customizen, von Stoßstangen, Decals, Spikes, über Pneuen, Motto, Auspuff, verschiedene Waffen und noch viel mehr.
Et gibt auch ganz speziell Autoen, die sogenannten Archangels, für die verschiedene Deler muss sammeln, ehe sie bauen kann. Das ganz mischt, dass passend zum Mad Max Universum auch die Autoen zu einer Art eigenen Charaktere gehen, die all hier eigene Stärken und Charme haben. Auch der Max selber kann ihn natürlich customizen und upgraden. So kann ihn ihm mehr realistische Wasteland-Bart verpassen, mir auch Sachen wie Knuckle-Dusters, sein Jacket, Harnisher und seine Tools kann ihn noch verbessern, was nicht nur einen kosmetischen Effekt hat, mir auch die Stats verbessert. Außerdem kriegt ihr für verschiedene Aktionen Griffa-Tokens. Die kann ihr beim Griffa, einem mysteriösen Wanderer, gegen diverse Upgrades antauschen. Sinn vom Spiel ist dann, zumindest so weit wie ich bislang sind, für sich in Richtung Gastown zu machen. Da wollen wir uns und dem rächen, den als ein Auto, den ikonischen 1973er Ford Falcon, besser bekannt unter dem Namen V8 Interceptor, geklaut wird. Für bis auf Gastown zu kommen und eine Chance zu haben, muss ihn allerdings sich an sein Auto ferm abnutzen. Und dafür wandert der Max wie üblich ein bisschen planlos durch die Wüste und mischt das Beste aus dem, was er findet. Von Anfang an hört ihm am Chumbucket einen buckeligen, verrückten und aber enorm höllefreischen Begleiter zur Seite. Und so erkundet ihn die, für das Nachdenken zu betonen, riesengroß auf die Spielwelt noch Ressourcen, trifft auf die verschiedensten NPCen, verbessert sein Auto als seine Fähigkeiten, liefert sich genial Autoskampf, schleicht sich auf Kämserun, die er kann angreifen und anholen, und erledigt Missionen für die NPCen. Verschiedene von den großen NPCen haben dann auch Strongholds, die ich kann noch ein bisschen upgraden, was einem anderen Vierdeler verschafft. Alles mit dem vierlefigen Ziel, irgendwann Gastown zu erreichen und seine Revanche zu holen. Wem, das wissen wir noch nicht. Mir das auch egal. Weil bislo kann ich nicht mehr sagen, dass es schon ein Zeitchen her ist, dass das Spiel mal so viel Spaß gemacht wird. Die Autokämpfe sind exzellent inszeniert. Hier könnt ihr doch alles wie gut dein Auto ist, wie gut du fährst, wie gut du den Schritt und deinem Auto gerierst. An Gadgets wie Tarpun, mit denen ihn Dieren, Pnöen oder einfach der Chauffeur kann aus dem Auto ziehen. Oder chase ihm am Maxinger bekannter Shotgun einfach auf dem Gegner sein Tank, lässt sich von der Grafik-Engine erstaunen versetzen. Das Melee-System basiert auf dem von der rezenter Batman Arkham-Franchise und passt ganz gut bei dem Max. Hier kann ihn schlagen, counteren, dodgen, und je mehr erfolgreich ihn daran ist, je mehr füllt sich den Fury-Bar ab. Aber wenn die voll ist, kannst du an den Fury-Mode, wo du dann viel mehr stark bist und viel mehr unbesiegbar. Bislo sind ich noch nicht pressiert, Story-Missionen so schnell wie möglich zu machen, weil schon lange am Auto durch Wasteland zu breedern, Patrouillen aufzufangen, für Benzin oder Scrap zu sammeln, Einzelbaustecker für die verschiedenen Projekte zu sichern und einfach die wunderschönen Umgebungen zu bewundern, macht so viel Spaß, dass ich nicht pressiert bin. Mehr dazu seht ihr dann an meinem Video nächste Woche. Mein letzte kleine Fazit also zu meinem ersten Eindruck: Mad Max von Avalanche Studios ist ein grafisch spektakuläres Erlebnis, das quasi perfekt optimisiert ist, aber sowohl Fans von den Filmen wie auch generell Fans von Open-World-Action-Spielern nicht hängen lässt. Den sich daran immer kennt und einfach nach zweifelt, dem kann ich das Spiel nicht mehr rekommandieren. Da hätte ich dann, aber mit ein bisschen Erfolg kommt doch dir für und dir von Valhalla und dat Shiny and Crow. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr freut euch genau wie ich auf den zweiten Teil. Wenn ja, dann please liked und subscribe diesen Channel, da seht ihr immer im Courant, was wir so machen. Und damit wünsche ich euch ein schönes Weekend. Vergesst nicht, Sonntag ranzugucken bei Direkt Start. Und bis nächste Woche dann. Bye bye.